Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 7 End of Zoe auf Pelzig. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal um, nichts verpasst. Sumpfi, der Sumpfmann, liegt hier tot rum. Der hat volle Pfund aufs Maul kassiert und der Kopf ist abgerobbt. Ich denke, der sollte jetzt mal weg sein. Ah, da ist noch grüne Glibber. Aber der grüne Glibber sieht natürlicher aus als der schwarze Evelyn Glibber. Das ist wohl eher vom Sumpf hier. Das andere... Naja, schauen wir mal, wo wir jetzt gelandet sind. Okay, wieder in der Forschungseinrichtung. Und du war wohl offensichtlich dieser Tanker hier Mitte drin in der Forschungseinrichtung. Warum? Ach nicht. Das ist auf jeden Fall nicht der, auf dem Evelyn und Mia damals angekommen sind. Metallschrott haben wir noch ein bisschen drin. Können wir da hochklettern? Nö. Sieht dann nicht so unbedingt erstrebenswert zum Hochklettern aus. Die Textur sieht hier ein bisschen merkwürdig aus. Ein bisschen arg hell alles. Ach ja, vielleicht durch das A-Strahler. Okay. Sah so ein bisschen arg unnatürlich gerade aus. So. Ja, da gehe ich schon etwas mit kritischerem Blick drauf. Wie gesagt, ich habe für das Ding was bezahlt von daher. Da sind wir jetzt wieder hier. Okay. Hallo Zoe. Kriegst jetzt mal deine Medizin. Zoe, I brought your medicine. You're gonna be fine. Och nö! Ja, Shit ist hier eindeutig das richtige Wort. Och nö, jetzt ist Sumpfi der Sumpfmann abkaue mit Zoe. Die wird wohl noch wichtig sein für die Sache. Zoe heilen ist jetzt das Kapitel. Okay, gerade nochmal reingeguckt, deswegen. So, na dann gehen wir mit einem Boot. Das wird das modernste sein, was du besitzt. Gehen wir mal Sumpfi hinterher. Where are you, girl? Oder vielleicht gibt es ja mehrere von deinen Sumpfis. Where'd they go? Ah ja. Jetzt ist auch der hier auf. Hey! Leave my family alone, asshole! Natürlich in den Nebel rein. Jetzt ist er fort. Wie geht dann das? Oh, you're gonna get it. Na toll. Wie man das so kennt. Durch den Nebel und dann ist er urplötzlich weg. Na klasse. Kann ich mich jetzt dumm und dämlich suchen? Ich hoffe, der Sumpfi hat sich nicht ersäuft. This whole place is gone to hell. Ja, überall ist der schwarze Schimmel. Ja, ihr müsst auf jeden Fall den Schimmelmann rufen, anders geht's nämlich. Vielleicht der aus King of Queens, der osteuropäische Schimmelmann. He's gotta be up ahead. Falls ihr die Episode kennt bei King of Queens, die ist auch so großartig. Ach ja. Noch nicht mal 4 Minuten im Spiel und schon habe ich wieder die Zoe verloren. Scheiße. Ist doch Mist. Okay, da haben wir es da hier. Heilmittel für Typ-E-Infektion. Eine Arzt, das Sumpfmonster verfolgen und Zoe heilen sind unsere Aufgabe. Okay, eine Arznei für die Heilung einer durch den Typ E Mutamycet hervorgerufene Infektion. Sollte Zoe heilen. Ja, komm, das packen wir mal so ohne rein. Ah, wir können hier noch ein Sperle basteln. Zack. So. Sumpfmonster. Schön, dass die das auch als Sumpfmonster bezeichnen. Ja, ich habe ihm halt einfach mal den glorreichen, sehr einfallsreichen Namen Sumpfi gegeben. Aber wie es aussieht, ist es wohl wieder dasselbe Sumpfmonster. Merkwürdig, also der muss ja echt über Extreme. Das sind Regenerationsfähigkeiten, die sind schon die Bakers gehabt haben. Haben die uns da einer verschwiegen? Ist das vielleicht die Tante Maggie jetzt oder was? Die Tante Millie oder so? Oder die Cousine Peggy Sue oder sowas? Könnte das auch möglich sein? Hinterwäldler Cousine Peggy Sue, die das vielleicht ist? Oder vielleicht sein Sohn, der Billy Ray? Man weiß es ja nicht. Okay, hier in dem, im Hauptspiel waren in den Safe Rooms immer wesentlich mehr tolle Sachen zu holen. Aber irgendeiner racht, ach hier wie ein Schlot, wie es aussieht.
Ich meine, ich persönlich finde es sympathisch. Ich steht genauso Quarze wie ein Blöde, wenn ich hier wäre. Aber irgendeiner scheint hier zu rare wie ein Blöder. Und zwar nach dem Motto, nur der Filter gibt die Bilder, wenn ich mir das so angucke. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nix. Schade, dass es nur so Standarddinger sind, die man jetzt einfach durch Reihe gepackt hat. Flusskrebse holen wir uns auch noch. Die sind köstlich. Und ansonsten müssen wir wohl da runter. Sind wir jetzt aber nicht mehr im alten Bakers Haus, oder? Das ist nicht das alte Haus von der Margaret. Beziehungsweise auf der Plantage, im Plantagegrundstück von Bakers. Huch! Ah, das ist nur Pup. Okay. Das ist ein richtiger. Das war ein richtiger. So, gleich mal neue Bastler. Nicht mit Getier. Entschuldigung. Mit Getier sollte ich keine Speere basteln. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Okay. Ja, offensichtlich hat man hier im Sumpf ordentliches Alligatorproblem. Gut, dass man das im ersten nicht mitkriegt, denn im Hauptspiel, nicht im ersten. Und? Flusskrebs in der Mikrowelle, finde ich auch gut. Aber roh sollte man die noch nicht einfach reinklatschen. Das ist nicht gut für den Geschmack. Zu Weihnachten hatte ich hier so ein sogenannte Schwestern-Eintopf aus dem Game of Thrones Kochbuch. Das ist das, was sie in der Schwestern, in den 3 Partnerstädte vom Norden essen. Zwischen Norde- und Flusslande, das sind das so 3 Grenzstädte. Und da gibt es den sogenannten Schwestern-Eintopf, der in dem Gebiet verzehrt wird. Und da ist dann Fisch mit drin, also Kabeljau laut Originalrezept. Ich habe für Weihnachten dann mit Lachs gemacht. Und Meeresfrüchte sind drin. Unter anderem war da auch Krabbe und Krebsfleisch mit drin. Deswegen, ich habe da noch den Krabbegeschmack im Mund. Dann ansonsten war noch Fisch vor, Weißwein war noch drin und Schmand habe ich noch reingemacht als Creme. Das war unglaublich geil. Und dann halt noch Karotte, Lauch, Reis zum Binder. Eigentlich waren Graupe vorgesehen, aber ich bin nicht so der Graupen-Fan. Deswegen habe ich Reis genommen. Und was war noch drin? Genau, Rübe sollte noch rein, aber statt Rübe habe ich dann Kartoffel genommen. Das war saulecker hier, der Eintopf, ohne Scheiß. Okay, wenn mich jetzt einer beißt, bin ich erledigt. Na, dann ist das halt so. Ich habe jetzt leider keine Speere mehr parat, also sorry. Nicht Zoe, sondern sorry. Okay, dann basteln wir nochmal einer. Ja, wie gesagt, ich habe halt leider nicht sowas nicht parat gerade, aber jetzt, der sollte treffen. Sehr gut. Der hat getroffen. Kann ich an einem ekelhaften infizierten Kroko vorbei und mich darüber schleppe, um nochmal Metallschrott einzusammeln. Da kommt schon der nächste wieder angegammelt. Na klasse. Alligator. Tja, dumm gelaufen. Ohne Speere kommen wir doch nicht weiter. Naja. Dann soll ich mich aus seinem Gebiet irgendwie fernhalten. Aber ich glaube, er lässt mich doch nicht einfach so durch, ne? Gehen wir mal zu dem Schampel rüber. Da haben wir noch eine Chemikalie, das ist immer gut. Dann können wir nämlich hier schön was basteln noch. Ja, scheiße, da ist noch einer. Guck mal. Ja, ich will dir doch nichts, du gartorischer Ali. Alles, was ich will, ist hier rauskommen. Mistviecher. Okay, dann nochmal Medizin. Das war jetzt natürlich wahrscheinlich die dümmste Art und Weise, wie man sowas machen konnte, aber egal. Flüssige Chemikalie und ein Stock gibt eine Pfahlbombe. Ein von Joe selbst gebauter Sprengsatz. Alter. Okay. Auf den Boden legen oder mit Viereck einfach zünden. Kann man als Falle wahrscheinlich nutzen und einfach als Granate. Ja, der Louisiana Crocodile Dundee, der weiß sich auch zur Hilfe, würde ich mal sagen. Für provisorische Scheißdreck kann er wohl immer irgendwas basteln. Okay, dann kann ich vielleicht nochmal hier ins Gebiet rein. Wenn hier schon extra Leder ist.
Mal nochmal, ob wir hier noch was finden. Nee, nee. Hier ist auch nichts. Nee, es wäre nur eine Möglichkeit gewesen, um hier auch rauszukommen. Sollte ich ja machen, weil der Alligator kommt auch wieder gefährlich, no? Okay, aber da hätte ich auch rausgekonnt. Na gut. Fast nächste Mal vielleicht gut zu wissen, wenn ich privat mal wieder hier eine Runde zock. Gucken wir mal. Aber erstmal mag ich doch noch hier in das Wasser. Upsala, in das Wassergebiet. Hoppala. Das war nicht so gut. Wo ist er dann? Du galitorischer Ali. Okay. Nehmen wir mal. Kommt gerade Kenner? Okay. Ich hab's doch gewusst, dass da dann irgendwas Gutes drin ist davor. Das habe ich geahnt. Das habe ich doch geahnt, sowas. Bin ihr blöd, kenn ihr mein Spiel. Okay, da haben wir jetzt 15 Angriffskraft mehr. 15% Angriffskraft mehr. Das ist doch was. Alter Falter. Da hinten ist noch eine Kirche oder sowas. Wahrscheinliche Kirche. Okay, hier ist erstmal niemand. Flusskrebs nehmen wir doch gern. Ich frage mich, ob das alles noch Bakerland ist. Eine Pfahlbombe. Frage mich, ob das alles noch Bakerland ist oder ob das Joes Land ist, könnte man so sagen. Aber wenn, dann hat er sein Land überhaupt nicht gepflegt, der gute Mann. Okay. Ich denke, das Getier können wir auch ruhig reinschleudern hier. Alles andere ist in Ordnung soweit. Okay, Quarantänebereich war das dann, wo Umbrella war. Und was ist das hier? Quarantänebereich 2 hieß das hier, das Gebiet. Laut Speicherpunkt. Quarantänegebiet 2, also, naja. Also wirklich nur Quarantäne sieht man das jetzt nicht aus. Das sieht eher nur stark kontaminiert aus. Und hier überall im Sumpf ist nochmal... sind nochmal so Möglichkeiten, wo man runter kann. Und wo man overbleiben kann oder sollte. Okay. Also theoretisch könnte man es hier ohne Achi schmeißen, aber ich traue den Alligatoren nicht. Wenn ich einer abwerf, dann kommen die bestimmt wieder. Also irgendwie traue ich den Biester nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Viel Zeug zum Heilen habe ich ja nicht mehr. Und da ist schon der nächste wieder. Ja, ich sag ja, ich traue dem Gebiet hier nicht. Das ist echt nicht gut. Das war jetzt vielleicht nur der Alligator hier für die Seite. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen. Und hier sind immer mal wieder Viecher, die rauskommen. Ja, du schwappst schon. Ich sollte machen, dass ich hier rauskomme. So. Meine Fresse. Also auch sehr geschickten Quarantänebereich in einer Alligatorfarm zu machen. Äußerst geschickt, Leute. Ah, da ist noch einer. Du kriegst jetzt mal Wut ab, du Mistkerl. So. Okay, wir können wieder was basteln. Ich würde mal sagen, wir basteln das mal so. Ah ne, haben wir keine flüssige Chemikalie. Schade. Dann können wir nicht. Okay. Ups. Ein bisschen Schimmler-Action kann nie schaden. Und, ne. Gut. Du kriegst schon mal was ab und hinter mir ist bestimmt auch noch einer. Ja. Rechts, links. Und nochmal die Eier abgetreten mit Samtbä, wie sich das kehrt. Gut, das war's mit Denner. Huch! Ach, der lebt noch. Scheiß Typ. Okay, ich habe gedacht, das wär's mit dem gewesen, aber na gut, der war härter als gedacht.
Wurfspeer haben wir hier noch gekriegt. Dann... Ah, da fehlt uns der Ast. Ja, muss ich halt wieder Heilmittel machen. Anders geht's halt nicht. Hier unten haben wir nix. Ah, da ist noch was. Da sollte man vielleicht auch noch rübergehen. Nee, hätte man nicht gesollt. Okay. Das war unnötig. Wie es aussieht, war das unnötig, ja. Ich will doch nur zur Leta, hier lass mich doch grad in Friede. Mistvieh. So. Dann wieder zu der Hütte. Also wie gesagt, die Genies, die hier im Quarantänebereich eingerichtet sind, die können gerade durch selber eingesetzt, als Leute, die unter Quarantäne gestellt werden. Einschlache her, Dummkopf, Rufboxer, bam, bam, bam. So. Bin auch zu blöde, der aufzumachen, deswegen wird das eingeschlagen. Der Typ erinnert mich so ein bisschen an den Mönch, den ich im Rollenspiel, im Pen-and-Paper-Rollenspiel mache. Ach, so ein Blödmann, der nichts kann, sondern nur draufkloppen kann. Naja, je nachdem, wie meine Würfel ausfallen. Wenn mein Würfelergebnis scheiße sind, kann ich etwa mehr zuschlagen. Huch! Du kotze Vieh. Mann, Mann, Mann. Okay. Lebt der noch? Okay, das hat mich jetzt gewundert. So, da geht's dann mal runter in den Sumpf. Das ist ach so Gegend, wo man wo einem der Pimmelwurm schwimmt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das sind jede Menge Speere. Das sieht hier lukrativ aus. Okay. Der ist für dich. Da kann ich nämlich da hoch. Und hier sieht es sehr lukrativ aus. Etliche Wurfspeere. Noch ein Champion-Spot. Und eine Chemikalie. Sehr, sehr geil. Jackpot. Sind wir jetzt hier schon bei 15 und 20. 20% Angriffskraft erhöht. Das lobe ich mir. Da würde ich echt sagen, das lobe ich mir. Sehr schön. Ach ja. Jetzt kann ich mich auch mal ein bisschen bequemer hier ohne bewegen. Zumindest für eine gewisse Zeit. So, einer tot. Hier unten scheint aber nichts mehr zu sein. Doch, da ist noch was. Ein Bar mit einer köstlicher, fette Marder. Ja, ich kenne auch so manche menschliche Marder. Aber ich glaube, die würde ich nicht essen wollen. Hat der was drin? Ja, der hat was. Komme ich an dich dran? Nee, nicht von hier. Da muss ich offensichtlich noch andere Stücke gehen. Du hinter erst, hinter dem abgezäunten Gebiet. Alle hopp. Gut. Darf dir soweit eigentlich alles in Ordnung. 3 Speere, so viel hatte ich bisher noch nicht. Den Luxus müssen wir jetzt einfach mal auskosten. Und da geht's weiter. Eikloppe Dummkopf. Noch Ende zum Eikloppe, Blödmann. So. So, Kopf wegstampft. Eier wegstampft. Nochmal drauf gestampft, damit er liegen bleibt. Dummkopf. So, das war's. Aderhopp. Ah, ein bisschen Knoblauch kann man immer gebrauchen, oder? Und was ist da noch? Nischilla. Was ist dann das? Nischilla, ist das hier die Hinterwäldler Nutella oder was? Gamizi. Bäh. Chemikalie haben wir nochmal. Ja, ich jetzt sage, das ist in Ordnung. Die Bombe hebe ich mal für besondere Anlässe auf. Flusskrebs haben wir hier nochmal drin. In der Truhe. Damit er auch schön frisch bleibt, ne? So, jetzt gibt's was auf der Wäsching. So. Der sollte eigentlich liegen bleiben.
Aber irgendwie hört es sich, als wäre hinter mir noch sowas. Ne? Nimmi? Okay. Ja, der Herr Spreiselhand. Das kriegt der Hido, kennt ja nichts. So, 2 Wurfspeere noch. Ach, Gewitter leid. Aber das Maximum haben wir noch nicht erreicht an Wurfspeere. Ups, so, na mit dir. Okay, da unten drunter sind aber auch noch Alligatoren, glaube ich, gewesen. War ein Alligator, der ordentlich was drin gehabt hat. Ah, da ist noch einer. Mistvieh. Da war doch noch irgendwo so ein Jackpot-Gebiet. Do. Aber da komme ich ja hier nicht dran. Sieht so aus, als müsste ich das von do aus betreten. Ah, da ist noch einer. Ups, der war nix. Das war ein Schuss in der Ofen, aber der ist doch dafür hier drin noch. Der hat getroffen. Und da kann ich jetzt hier gehen. Na Allah. Okay, jetzt sind wir unter der Hütte. Im Jackpot-Bereich. Jede Menge Zeug. Ist da noch einer? Ah, da kommt noch einer. Okay. Ja. Sehr gut, das war ein Treffer. Flusskrebs, Flusskrebs. Wurfspeer. Okay, also da haben die Herren anscheinend noch... Ne, das sind einfach nur die Alligatoren. Okay. Gut. Naja, im Endeffekt haben wir jetzt so nur unser Wurfspeere wieder hochgebracht. Ist doch nicht so Jackpot, wie ich gedacht habe. Schade. Aber besser jedes Gebiet auskoste, finde ich. Jedes Gebiet nochmal richtig gründlich durchsuche. Zumindest so gründlich, wie ich das machen kann. Und ich bin als wirklich so ein Blindfuchs, der sieht sowas nicht. Ach, Mann. Ja, ich krieg's wahrscheinlich auch ewig vorkalte, wie bei The Evil Within, wo so eine von der Statue vor mir gestanden hat und ich hab die echt nicht gesehen. Ja, das kann immer mal wieder passieren bei mir. Ich bin doch schon etwas verpeilt. Auch ich habe meinen VP wie Tinoe. Auch ich habe meinen Verpeiltheitsfaktor. Das ist halt so. So, Boxer Bob gibt's nochmal. Und ich jetzt sage, hier ist eigentlich ganz gut nochmal um Cut zu setzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 7 End of Zoe oder auch schlicht gesagt, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Wir sehen uns nämlich erst wieder bei dem Let's Play im neuen Jahr. Morgen ist so Silvester und ich wünsche euch alle wunderschöne Silvester. Rutschen gut ins neue Jahr rein. Habt auf jeden Fall einen guten Rutsch, so wie die 2 Kumpels hier, die ich noch platt machen werde. Und da werde ich das nämlich auch noch sagen. Ich habe ein wunderschönes Jahr, was Let's Play angeht, gehabt. Privat gesehen habe ich natürlich Höhe und Tiefe gehabt, wie jeder andere in einem Jahr. Aber Let's Play technisch, muss ich sagen, war ich immens zufrieden. Alter, hör doch mal auf. So. Let's Play technisch war ich sehr zufrieden. Und ich hoffe, wir schaffen 2018 auch noch die 200 Abonnenten. Das wär's von meiner Seite aus. Das wäre so ein privates Ziel. Weil mein 2017er Ansprüche habe ich ja schon gepackt, dass wir 100 Abonnenten schaffen in dem Jahr. Und damit bin ich schon tierisch zufrieden. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch alle wunderschöne Silvester. Ich hoffe, ihr rutschen gut ins neue Jahr rein, aber rutschen nicht zu stark, rutschen nicht zu weit und habt nicht allzu einen großen Kater im neuen Jahr. Wir sehen uns dann am Neujahr wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, machen's gut, habt eine schöne Zeit. Ayan. Yankee.